Moin moin und herzlich willkommen bei Plattfunk, dem Podcast Dütmal, o Platt und o Platt. Ich bin Nika Saul. Und ich bin Thorsten Börnsen. Ja, und ich habe das ja all vertellt, Dütmal ist das o Platt und o Platt. Worum mag wie das denn? Ja, ich habe mir gedacht, also erstmal habe ich eine Tourschrift kriegen, dass sich Lüd auch mal Zuhörer sich auch mal wünschen, dass der Podcast auch mal komplett auf Plattdeutsch ist und nicht bloß die Hörer, sondern auch sein Umfeld meint das. Das ist schon denn und wenn wir an uns Rollen dran drogen wollen und dann haben wir uns überlegt, ja, ähnlich wäre das jetzt wirklich mal so ein Pilot senden dafür, mal kicken, wo ans das funktioniert und wir sind ja sehr experimentierfreudig und deswegen haben wir uns überlegt, no, kein Problem, das können wir natürlich auch, wenn wieder nichts ist, dann müssen wir wieder komplett auf platt, denn von dort geht das um Hörspiele. Und Nikos und ich, wir haben beide ein Hörspiel gehört und es sind beide auch platt. Und das gibt ja, also Hörspiel ist ja sozusagen das plattdeutsche Kulturprodukt, so, das mehr plattdeutsch geht ja gar nicht. Also so, das ist ja so eigentlich so, wenn auch vielleicht nicht mehr so viel platt in Fernsehen gibt oder so, gibt ja immer noch das plattdeutsche Hörspiel in NDR. Jeden zweiten Freitag, 5 nach 9, in NDR kann ihn sich das plattdeutsche Hörspiel anhören. Hätte ja auch eine lange Geschichte, plattdeutsche Hörspiele, und hätte ja auch gesagt, so nach dem Zweiten Weltkrieg, dass so die Gruppe Söben und fertig von der plattdeutschen Literatur, das wären eigens die Hörspielü, die Hörspielschreiben habt. Ja, die Hörspiele, die wir uns anhört habt, sind nicht ganz so old. Also das Hörspiel, was ich mir anhört habe, Selma von Heinke Hannig, ist tatsächlich ut 2021. Also wirklich komplette Nie-Produktion. Und die ein Hörspiel? Mein Hörspiel hat Tidenwessel und das ist tatsächlich von 2021. Auch, Ach, also okay. ganz nie. Mhm. So. Ja, also gibt ja, glaube ich, auch immer mal wer so wiederholen. Also ihn kann ja nicht immer zweimal im Monat ein nies plattdeutsches Hörspiel gut bringen. Also kun ihn vielleicht, aber ist ja auch die Frau kein das schrieben schon. Aber sag mal so grundsätzlich, das würde mich schon noch mal interessieren, was du meinst. Hier, ist das so ein bisschen Licht, das plattdeutsche Hörspiel eigentlich, liegt das nur an, da das so öllerhaftig ist, da das so, also ich meine, das Leitmedium in der Modernität ist ja nicht mehr so richtig das Hörspiel, ne? Also so sind wie sozusagen, sind wie ob Audio, ob Stummfilmebene unterwegs oder würdest du sagen, das ist für die Zielgruppe und dafür, hätte das doch wieder ein ganz anderer Drive. Also wenn ich mir jetzt wie Spotify das Angebot an Hörspielen ankicke, ist das ja gigantisch. Das ist ja kein Buchstaben-Genre. So, ne? Also da kann man ja wirklich nicht sagen. Liegt es das irgendwie, finde ich, der plattdeutsche Hörspiel sich erstmal so ein bisschen öllerhaftig anhört. Ja, also das wäre tatsächlich so ein bisschen irgendeine Frage, die ich an die habe. Also wie ich einfach auch gar nicht weiß, also was so das Publikum und was so die Gruppe ist, die sich plattdeutsche Hörspiel anhört. Also ich mag da zum Beten, also ich beschäftige mich da so ein bisschen professionell mit plattdeutsche Hörspiele. So zu sagen, so und wissenschaftliche Sicht, aber genau, also da ich frage mich immer so, wo wie eigentlich so die Rezipienten kriegen ist. Also die Lü, die sich da tatsächlich anhört. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass Hörspiele ja wirklich gar nicht ein Medium sind, also die sind ja gar nicht tot oder sowas. Also das gibt ja immer, also das gibt ja wirklich in lebendige, rege Hörspielproduktion auch abseits von der Sender, also auch abseits von Rundfunk gibt es ja wirklich viele Leute, die auch Hörspiel produziert und auch Leute, die sich das anhört. Also ist nur das plattdeutsche Hörspiel nicht, also jetzt nicht so das klangexperimentellste Hörspiel, was dazu gibt. Also das gibt ja gibt ja auch ganz andere Sorgen, die ihn so in Rundfunk hören kann, die dann wirklich sehr, also bannig experimentell sind und ich glaube, ganz so ist das plattdeutsche Hörspiel ja nicht. Aber Likas ist das ja auch nicht so, dass wir da
wie bei den plattdeutschen Hörspielen nu blot, Ohnsorg-Theater Tolus dann habt oder so. Also so, dass Ole Ohnsorg-Theater Tolus dann habt. Das stimmt, also ich finde aber, ist das so ein, also was irgendwie froh, also just wie du dich ja tatsächlich eher so ein bisschen professioneller damit beschäftigen darfst, was ich mir tatsächlich froh ist das einfach so ein Überbleibsel sozusagen. Also ich meine, das hätte irgendwie, als das richtig in Mo wäre, in den 50er, 60er Jahren noch dafür, Geld juckt nichts anderes, also so Kiekschap wäre noch nicht erfunden oder wäre schon erfunden, aber kaum ein Haar ein. Also man wäre, ob ihr hört mir anwiesen und die Plattdeutschen sind, ob dann Trip hangen bleiben, wie das die Hochdeutschen das irgendwann mal wer für sich entdeckt hat. Also so, ist das irgendwie so ein Relikt, so ein überbleiblicher Bliebsel oder würdest du schon sagen, da das irgendwie so ein, auch das Potenzial hätte, irgendwie noch mal ein bisschen an der Schwungrin zu bringen, an der Kavumrin zu bringen. Und würdest du auch sagen, sind das jetzt die Hörspiele, die mit der wieder zu tun haben, oder muss man dafür wirklich ein bisschen Maler wegen, bisschen Aftreiter waren, so? Also ich glaube, wahrscheinlich kann ich tatsächlich sagen, dass das so mediengeschichtlich ein Überbleibsel ist. Also das gibt ja den Nordkriegstiet gibt das ja in Tradition von plattdeutsche Hörspiel, die nicht aufbrochen ist, also der sich so durchträgt. Anders als zum Beispiel plattdeutsche Filme, also da gibt das ja einfach nicht fehl. Also sozusagen, da wäre das so, das plattdeutsche Haar einfach sie ein Rebate in Rundfunk und hätte das dann auch mit Inschränken beholen. Also zum Beispiel in WDR gibt das ja gar keine plattdeutsche Hörspiele mehr, da gibt das ja früher auch plattdeutsche Hörspiele. Und wie in NDR hätte das aber sozusagen sie eine Position behauptet, vielleicht auch gegen Sparmaßnahmen oder so. Ich habe immer so den Eindruck, dass, also zumindest so, also das Hörspiel, was ich mir anhört, habe Selma hatert von Heinke Hannig, habe ich ja erzählt. Ja. Da geht es ein Ole Fru, die nochmal so anfangen, tatsächlich so ein bisschen aftreite Sorgen zu machen und nie Lü kennenzulernen. Also ihr Mann ist tot und er ist bannig oft langweilig, sie weiß nicht, was sie tun soll, und dann fängt sie einfach an, also wie sie ist in der großen Stadt trocken, dann fängt sie auf einmal an, einfach zu kicken, bei den Autos zu kicken, was die vielleicht nicht aufschloten sind, und wenn sie nicht aufschloten sind, dann setzt sie sich darin und hilft, ob die Lü, die dann kommt, die Autos to hört, und schnackt dann mit der Lü, also lernt damit einfach nie Lü kennen, also hätte dann so ein paar Begegnungen mit so ein junges Paar, mit einem Mann in Ehrenöller, wo dann auch so ein beten romantische Geschichte anfängt. Aber da ist ja wirklich, würde ich denken, das ist ja nur thematisch nicht was junge Lü anspricht. Also da geht halt eben wirklich Lü, die die so in letzte Drittel von ihrem Leben sind. Und also mein Eindruck, ich kenne mich halt mit der aktuellen Hörspielproduktion insgesamt nicht so gut, also mein Fokus sind dann doch eher die 50er, 60er Jahren. Mein Eindruck ist auch, dass das viel Hörspielen gibt, die auch in so einem Kontext spielt, also in einer Ole Lü, ich weiß nicht, wo das Bedien-Hörspiel uzüht. Also bei mir wäre da tatsächlich so, dass ich eher denken würde, okay, das ist was für ein Grupp von Lü, die vielleicht selbst so 70, 80 Jahre alt sind. Und also wo sieht das Bedien-Hörspiel ut? Ja, also ja, nicht ganz so. Also so, das ist irgendwie schon so ein Drama, ein Hallig-Drama, kann man eigentlich sagen. Also so mit unterschiedlichen Figuren. Da steckt schon mehr Knöf achter. Ich dachte, aber vielleicht
muss ich jetzt erstmal gar nicht spoilern und wie fangen wir mit dem Stück an, oder? Also so, ich meine, da kommen wir ja der Diskussion dann an Obhang. Ja, Bitten hast du ja schon vertellt. Willst du noch Bitten inhaltlich mehr vertellen? Genau, also das ist, fangt einfach an mit, also ich glaube, den Anfang kann ich ja vertellen, das ist ja nun nicht, also sozusagen, also das ist so ein, der Selma ist einfach die Ole Fu, die Hauptfigur, gesprochen von Edda Logis, und sie sitzt einfach an Tisch und lest die Zeitung und lest dann ihre eigene Todesanzeige. Also sie sieht so, okay, Kane ist gestorben, oh, Selma ist tot. Okay, das ist so der Rahmen von der ganzen Geschichte. Das hat ein Wait sozusagen, obwohl die ganze Geschichte gut geht. Also von Anfang an. Wobei da nicht ganz so klar ist, was für ein Status das nun hat. Also ist das Realität, ist das ein Traum, ist das Leben noch ein Tod oder so, was da vertellt wird, das ist nicht so ganz klar. Und also ich vertellte, ihr Mann ist gestorben, sie ist in eine große Stadt trocken, er ist oft schwiemelig. Also wenn sie unterwegs ist das so, dass sie sich oft hinsetzen muss oder oft sich wo fast holen muss und dann gibt es so eine Situation, wo sie hat gerade einen Gartenschere gekauft und kommt dann an ein paar Autos vorbei und er war schwiemelig und dann holt sie sich an das eine Auto fast und das ist nicht abschloten und dann geht die Tür auf und sie denkt, dann kann ich mir da ja rinsetzen, dann kann ich mir da ja trauen. Und dann ist das aber eben so, dass die Frau, also die Frau, die das Auto besitzt, eben ankommt und sich erstmal wundert, was da los ist und dann verklort Selma das und dann kommt sie so ins Schnacken und tatsächlich ist das dann so, dass die Frau gerade unterwegs ist zu einem Kosmetiktermin und dann Selma eben mitkommt. Das ein Kosmetiktermin und eben nie erfahren mogt auch. Also so, das war dann auch bannig, also so düsse sinnliche Erfahren war dann so, ja, war auch klar, also sie vertellt dann davon, dass die Hände von der Kosmetikerin ja über das Gesicht straukelt sind und dann sagt sie, das ist so der erste Dorf von mir nie das Leben. Und das ist dann eben so, dass sie düssen Trick sozusagen denn dafür brucht, andere Lü kennenzulernen. Also sie doht dann so, dass er immer schwiemelig ist und kickt dann immer so, was für Autos vielleicht open sind und nicht abschloten sind. Und dann gibt das eben ein andere Frau, die er von ihrem Sohn vertellt, der keinen Kontakt mehr mit ihr haben will. Und das Guide Selma vertellt, dass das wie er eben auch so wäre, also das Guide dann auch, also sie bearbeitet dann sozusagen auch viel eigene Konflikte, damit, dass sie mit anderen Lü über die Konflikte von den anderen Lü schnackt. Vertellt auch von ihrer große Leifte, mit der das denn nichts geworden ist und kriegt dann sozusagen auch nie einen Lebensmut insgesamt. Also so eher so ein optimistisches Stück, würde ich sagen. Also Likas, der Anfang ja erstmal nicht düster ist, mit, dass sie selbst lest, dass sie gestorben ist das doch eher so ein optimistisches Stück und vielleicht auch ein Plädoyer, auch nie Sorgen Uto probieren und mit nie Lü in Kontakt zu kommen. Sie mag denn nicht bloß Gode erfahren, also das gibt auch einmal ein Auseinandersetzen mit einem Frau, der das nicht so gut findet, dass sie bei ihr in Autos sind. Und das gibt auch wirklich so ein Motiv von so so eine Lorte Leifte, die sie dann mit einem anderen Mann verbindet. Die übrigens, also der andere Mann, Thomas, ist gesprochen von Walter Kreie, die ihn vielleicht gut im Fernsehen kennt. Also so, die hat, glaube ich, auch mal den Alten spielt. Also und ist ja auch, was ich gar nicht wusste, ist der Sohn von Walter A. Kreie, der bei Radio Bremen für das Plattdeutsche Hörspiel zuständig wäre in den 50er, 60er und 70er Jahren. Das fand ich ganz interessant, dass das wirklich auch so
ja, also so einen familiären personelle genau, so ein Kontinuität gibt. Und ja, und die anderen Lü sind, glaube ich, also der komplette andere Cast ist von Ohnsorg Theater. Also, genau, ich habe mal ein bisschen recherchiert, was das für Lü sind und die habt all zumindest verbinden tot Ohnsorg Theater. Also Robert Eder, Sandra Keck, Christian Richard Bauer, Maike Meiners, Beate Küpel, die sind so dabei. Die Sprekers. Die Sprekers, genau, ja. Ja. Genau, also hätte mir insgesamt, also fand ich so insgesamt ganz gut. Also ist auch nicht so lang. Also ich glaube, das sind so knapp 40 Minuten. Also und das gibt sozusagen die Geschichte auch her. Also ich glaube so, wenn das nur über eine Stunde verteilt worden wäre, dann wäre das vielleicht ein bisschen fail und ein bisschen lang. Aber so ein bisschen knapp holen und so auch so ein bisschen fragmentarisch holen, hätte mir das so ganz gut gefallen. Wofür lehrt sie kennen eigentlich? Also das ist einmal, ja, ich muss mal überlegen, ich glaube, das sind, also das war nicht, also nur war auch nicht all Begegnungen vertellt, also nicht von all Begegnungen war vertellt, also ich glaube, das gibt auch noch mehr Lü, die sie kennenlernt, aber das sind zumindest Söben oder 8 Lü oder so. Also ein paar halt auch. Also dort lernt sie dann 2 ob einmal kennen. So was. Also so was um den 3, so Söben, 8 Lü. Und das ist so, also das gibt dann auch nochmal immer so in Kommentarebene. Also das gibt so zwei Taxifahrer, die sie immer Dorbi, ja, die immer er Dorbi to kiegt, was sie so mogt und dann sagt so, ja, seh es wer unterwegs, sie kiegt wer, was für Autos abschloten sind und was für Autos nicht abschloten sind. Das ist auch ganz amüsant. Also so die Kommentarebene von der einfachen Lü ob der Schrott, so. Was dir so von Genau, ja. Ja. Und würdest du sagen, das ist irgendwie so ein wirklich so ein Ding für Ole Lüth oder ist das irgendwie, ist das im Grunde, also das hört sich ein bisschen so an, ne? Also so irgendwie so ein bisschen nur Affenmoderation im widesten Sinne irgendwie, aber oder eben just nicht. Also so das Nie und das Lebendige in letzten Lebensabschnitt entdecken. Aber da können doch junge Lüde auch was mit anfangen oder ist das wirklich was, wo man sagt, okay, das ist im Prinzip eigentlich relevant für ein bestimmtes Lebensalter? Also ich glaube, also so insgesamt ist glaube ich, also die Botschaft kann ihn ja auch also das sind ja nicht bloß Ole Lü, die vielleicht auch Angst habt, andere Lü kennenzulernen oder die auch einfach so fast vorn sind in ihre ollen Routinen. Also das ist, glaube ich, eher so ein, also das ist so die allgemein Day. Ich glaube aber, Likas dadurch, dass die Hauptfigur ja eben ein öllere Fru ist, glaube ich, dass ja, junge Lü vielleicht, also zumindest über so eine Identifikationsebene dort wahrscheinlich nicht so viel Zugang zu habt. Macht natürlich wen, dass sie, also dass Likas einfach ein Öller ist, was sie interessiert oder so. Aber ich glaube, also das ist ja auch nur nicht so, dass Lü sich bloß das anhört oder ankickt, wo die Hauptfiguren in eher Öller sind oder so. Aber also so von der ganzen Anlauf her ist das, würde ich denken, aber Likas eher für ein ölleres Publikum. Ja, okay. Also ist jetzt, mir fiel ja just ganz spontan Harold and Maude in, aber da fehlt natürlich dann sozusagen der Harold, die Hälfte. Also so der junge Held ist nicht Tobi. Der junge Held, ja. Nee, also das gibt eben das junge Por, das ist vielleicht so der Anknüpfungspunkt für jüngere Lü. Also das ist, also sie mag tatsächlich auch Begegnungen, also eben mit das junge Por, aber auch mit Fruenslü, die so, ja, wo der Sohn Ud trocken ist, also eher so um der 50, vielleicht 50, 60 Jahre, also das gibt Figuren und all Altersspektren, aber die Hauptfigur ist eben doch Beten Öller. Ja, okay. Ja, kann ja auch ganz spannend sein. Genau, also so jetzt auch für Anna Lüth, also für jüngere Lüth. Genau, aber ich denke,
vielleicht gibt es andere plattdeutsche Hörspiele, die sich von Inhalt her, wo sie erstmal eher vielleicht jüngere Lü eher das sich anhören würden, wenn sie so die Inhaltsangabe lest oder so. Okay. Ja, also so jetzt auch nicht. Und letztendlich auch nicht so die Experimentalkracher, aber das haben wir ja nun schon alle. Genau, bei Klöff Experimentalkracher ist ja auch, also da gibt es ja wahrscheinlich sowieso wenig Publikum für. Also wenn ihn denn, also da gibt es ja, glaube ich, bei junge Lü, die will halt auch nicht abstrakte Schallspiele sich anhören oder so. Also tendenziell, also das ist ja wirklich, da gibt es ja Biole und junge Lü wahrscheinlich wenig Publikum für. Ja, genau. Also so, das ist, glaube ich, also, genau. Ob der Höchste von der Titel und dann irgendwie hätte er dann irgendwie doch immer keiner so richtig, also so 100 Prise und kein Torhörer, so, ne? Also so, natürlich, so ob den Punkte bringt. Was ich spannend finde ich schon diese Idee, ob immer hier in Olaf Rude in der Zeitung eher irgend Todesanzeige lesen da. Das finde ich ist ja schon doch ein bisschen Ruthoben und dann, das wird man so Fokentiz als plattdeutsches Schriftdom jetzt überall an jede Ecke sehen kann. Das ist ja schon ein bisschen verrückter, so, ne? Ein bisschen Aftreiter, so. Aber schön, dass das Element mit drin ist. Das ist ja ganz gut. So ein Verfremdungselement direkt am Anfang vielleicht. Also, genau, da den einfach auch nicht so weht. Ist das nur ein Durchblick oder was ist das, was für ein Status hat einfach diese Todesanzeige? Also, das ist so, würde ich auch denken, das ist so ein interessantes Element da an das Hörspiel. Ja, so ein Verwirrspiel, ne? Also so, dass man ja im Grunde gar nicht weiß, also so, was jetzt eigentlich so ist. Genau, und das ist halt auch so, Davies sind die Szenen wirklich ut die Sicht von Selma vertellt, also sie vertellt die selbst. Davies sind die aber, also Davies ist halt sozusagen ut in dritte Perspektiv, also Davies mogt Selma Kommentare uten off und Davies auch nicht. Und Davies gibt halt auch diese Perspektive von den Taxifahrer, also wirklich so, vielleicht auch so ein bisschen mehr perspektivisch vertellt. Ja, ganz interessant, aber, also Kunst empfehlen. Ja, genau, würde ich sagen. Ja. Zu finden ist das eins in der Audiothek von ARD, da sind sie sammelt, ne, der plattdeutschen Hörspiel, wenn man da niederdeutsches Hörspiel ingeben da, dann kann man sie hören oder dann kann man sie finden. Ja, ich glaube, wie wesselt mal, Tiet ankick. Genau, und in Mien hält Tidenwessel und das Ganze ist ein bisschen figelinscher. Und zwar ist das sozusagen ein Halligdrama, so wird das mal beschrieben. Und zwar ist eine junge Frau unterwegs noch in Insel an, hier, sie heißt Mascha Anhalt, sie ist unterwegs ob ein Hallig, da hätte sie einen Job kriegen und zur Gelegenheit auch ihre letzte Chance, also irgendwie hätte sie verreten, ob ihren letzten Posten. Da muss man, glaube ich, als Showmaster jetzt schon ordentlich was für hinlenken, damit man auf dem Eiland verbannt wird, denn im Moment sagen sie ja Hehl und der Lehrer, aber vielleicht ist das Ganze ja auch schon mit dem Schaltert in einen anderen Titel spielen. Naja, ihre letzte Chance ist das Eiland, sie war drüber schippert, ob der Hallig durch also Lehrerin war und just ob diese Reise lehrt sie Arne Rönnau kennen und das ist der Kapitän ob der Fähr. So, und die fangen schon so lüppen an zu bändeln hier ob den Trip und hier vertellt ihr denn er sin Fru, oder man muss sagen, sin ihr Ex-Fru, denn der lebt nun nicht mehr, das ist die ole Lehrerin wes ob das Eiland. So. Und die ist aber umgekommen, also so unter mysteriöse Umstände und zwar entwatt. So, da ist sie umgekommen, genau, und dann stellt sich so, dann entwickelt sich, da ist ein Krimi, so ein Thriller, weiß ich nicht, aber ein Krimi ist auf jeden Fall, und dann entwickelt sich die Handlung dann so langsam gut, dann kriegt sie zu weten von Lüd, von Freda, das ist ein Fru ganz blank biete, ob der Insel wohnt da, dass diese
Anne, diese erste Lehrerin, anschoten worden ist in Watt und deswegen nicht mehr rechtzeitig Ruth käme, wie hoch wurde. Und dann du eben liegen geblieben ist und anschwemmt so und dann stellt sich dann noch wieder Ruth, dann jetzt noch mal wer Analyt kennen, der sagen, okay, und der Arne Rönnau, der Mann, der Mann eben von Anne, der hat einen Alibi zu dieser Titel, wie ob der Vier, als Anne in Watt umgekommen ist. Und da gibt es ein Tüch für, und das ist Kalle, das ist sein, ja, das ist sein Vize, das ist sein Bootsmann da, oder Mord mit ob der Vier. Und dann dröppt sie dann, verabredet sich mit den ob Fastland, dafür führt sie dann extra nochmal ob Fastland, wer trüg und Rünne und macht ein Date mit ihm und schnackt mit ihm und der sagt, ja, das stimmt, ich bin mit ob der Vier West, aber in der Tit, als das belört ist, heftig in mein Kajüt-Date schlucken. So, und nun war das Ganze natürlich total eierig, also so, und Arne Rönnau, der Kapitän, sein Alibi fängt an zu wackeln. Aber also das Schiff ist vorn und Dorbi hätte ich schlafen oder das wäre in Horben? Nee, also so, das Schiff hätte wohl in Hoben liegen und da ist Herr H. wurde Möglichkeit in der Zwischenzeit Rutogon oder es wäre trüch von innen Hoben, aber Herr H. wurde Möglichkeit in der Zwischenzeit Rutogon und wer jo App denn und sie Fu anzuschütten und wer trüch und ob der Fair und H. dann Kalle ach daran bemüht und Herr sagt so, was los, ist doch gar nichts mal lürt und so denn ich in Alibi, so. Und dann stellt sich aber eben gut, dass der Kalle das gar nicht richtig mitkriegen hätte, denn der hätte pennt, so, ne. Und Arne Rönnau behauptet nun, als er dann konfrontiert war damit, behauptet nun, naja, da können ja genauso gut umdreht werden. Also so, Kalle hat die auch machen können, hat ja gar nicht mitkriegen, ich habe ihn ja gar nicht sehen in dieser Tit. So. Also das ist so ein bisschen verdreht so. Dann gibt es noch eine Figur, der heißt Lars, das ist eine Doppelfigur, der ist nämlich mit seinem Hund Hamlet unterwegs. Und hey, die beiden treten im Grunde so als Doppelspökels ab. Ne? Hamlet ist Hamlet und Lars ist so ein bisschen sein Vater und du kriegst eben auch so ein Spökel, also so, als das eben in das Original ist. Genau, also Hamlet spielt dann wieder ablösen von der Ganze dann noch ein Roll und so entwickelt sich das wieder und an Ende kommt das dann durch Ruth, das Freda, also diese erste Frau, die sie dort kennengelernt hat, ob das Eiland, mit ihr einen Spaziergang macht, Ruth in Watt und dann entwickelt sich das Ganze hochdramatisch, aber nun sage ich erstmal gar nichts mehr, denn you should sich das Hörspiel, wenn you sich dafür interessiert, natürlich auch noch süß anhören. Sind die Figuren interessant oder findest du die denn doch so klischeehaft takend? Also ich finde, das hätte so ein bisschen beides. Ich finde, so manchmal ist das so ein bisschen so Wult, Plattdeutsch, also so Just Freda hätte immer so ein ganzes ein gutes Repertoire an plattdeutsche Wortstanzen, finde ich, so Scharpbüchs, so zum Beispiel, oder was wir das noch, Bambusen und so wieder, also wo ich so finde, ja, also so, da waren so plattdeutsche Klassiker vermengeliert, ne? Also so, da muss jetzt erstmal so ein Repertoire an Wörter mit drin und dann war das so mit drin knetet. Aber ja, ich finde schon, dass das so ein, also auf jeden Fall ist das ganz spannend, auch obtut, also das hätte ja auch unterschiedlich wenn, also so erstmal weiß man überhaupt nicht, wer das wen kann, so, also wer der Mörder ist. Ich finde so, auch grundsätzlich finde ich auch so der Lars und sein Hamlet zum Beispiel, das sind ja ganz witzige Infälle, so, ne? Also so Busen und Spöckel und so, mich gift das eigentlich gar nicht. Also so diese Storys, das finde ich ganz interessant, aber ich finde im Großen und Ganzen finde ich die Figuren nur relativ eindimensional, also so, ne? Also so, ja,
vielleicht ist das wie so ein Hörspiel von 1 Stunde nicht so ganz einfach, also so, du wirklich so ein Date darin zu kriegen in die Figuren, aber das durch mich schon, ja. Aber es ist ja wahrscheinlich auch nochmal, wenn er so Krimi-Konventionen hat, die ihn ausfüllen muss, ist ja wahrscheinlich auch nochmal viel geliehenscher Figuren nochmal Debte zu geben, wie die ja doch dann eher so eine klare Funktion in diese Story habt. Also ein hat 50 Minuten und dann muss ein erstmal den Fall abholen, dann gibt er ein paar Wenden und dann ist ein Endchlor kein mordet hat und im besten Fall gibt er noch ein spannendes Finale und dann gibt er ja wahrscheinlich einfach auch gar nicht mehr so viel Titel für noch so andere Konflikte reinzubringen. Ist das denn bei der Showmeistersche, ist das da auch so? Also ist das nochmal Thema, warum sie versetzt worden ist? Also das ist ja so ein Element, wo ich denken wäre, das klingt erstmal so ganz interessant, das ist vielleicht was, wo ihn nochmal so Debte in so einen Charakter rinkriegen kann. Ja, nee, also das spielt eigentlich keine Rolle, also da kommt das dann, also das wird nicht nochmal thematisiert, ne? Also so, da schnackt sie nicht nochmal über, sondern nee, das ist schon so ein bisschen so Agatha Christie-mäßig, ne? Also so, du musst dann irgendwie, je verwickelter der Handlung ist, desto mehr Tiet brauchst du natürlich auch das zu vertellen, so. Und dann finde ich, so ein Beten ist das so ein Kickkassen-Krimi-Style, so, ne? Also so nicht unbedingt so das moderne und gibt ja auch die moderne hier Krimscham. Man kann sich ja vorstellen, dass das irgendwie so ein Psycho-Thriller ist und der ganze Krimi besteht eben daraus, dass das anonyme Anrufe gibt, nachts oder so, ne? Also da musst du nicht 100 Leute, da hast du vielleicht bloß einen, der am Telefon ist und einen, der aufnimmt oder so. Und wo sich das denn entwickelt in den eigenen Vorstellungen, in den Psyche, so, das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Das passiert und nicht, also so, und wenn sie bei Agatha Christie dann an Ende in Salon sitzen, also so irgendwie spielt das ja immer in Landhüser, und dann hocken sie da alle im Salon und zack, dann gibt es da Ablesung und kannst dir vorstellen, wo Angst hat, ob so ein Eiland ist. Du ist das ganze Eiland der Salon, ne? Also da kann ja an Ende keiner weg, so, also so, du sitzt hier fast und dann kannst du das im Grunde genauso ablösen. Und das finde ich so ein bisschen, ist vielleicht Punkt 2, die ich noch habe. Ich finde das eben auch doch bös klassisch. Ne? Also der plattdeutsche Hörspiel-Krimi spielt Oppenhallig. Gut, wäre ja auch möglich, dass du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie in keine Ahnung, Koksdote irgendwie im Club ob St. Pauli oder so weiter. Also, aber da passiert da nicht. würden die Lü wahrscheinlich keinen Platz schnacken. Das ist vielleicht so die realistische Anbindung. Ja, aber ich meine, gut, also so, wenn man letztendlich, genau, oder regt ihr vielleicht auch wenn Platz schnackt. Aber liegt es auch das, finde ich nur sehr klassisch. Es ist überhaupt nichts gegen Intoven, da kann ja überall mal lernen, das Böse ist überall. Aber liegt es auch das, finde ich, das Setting auch doch sehr klassisch. Aber wirst du sagen, ja, das lohnt sich Likas, das sich mal anzuhören oder einfach vielleicht auch mal zu kicken, was das für andere plattdeutsche Krimi-Hörspiele gibt oder so? Ja, würde ich schon sagen. Also so, ich finde, das ist auch sehr, sehr, ich habe hier in einige Morin gehört, die sind sehr unterschiedlich und da sind schon echt spannende Sachen dabei. Und letztendlich ist ja auch für jeden Movat, ne? Also so, und man kann hier hören, also ganz guter Tipp. In der Audiothek sind wirklich ein ganze Reich Hörspiele Reich. Die hat man dann zentral, da habe ich schon gesagt, Audiothek, ARD, Audiothek, Niederdeutsches Hörspiel, und dann hat man wirklich so einen ganzen Schriemel. Und da kann man ja irgendwie auch einfach mal rinluschern, und wenn dir das gefällt, dann hörst du wieder, und wenn nicht, dann nicht. Also so, das ist eigentlich ein ganz schönes Format so. Ja. Ja, ich habe gesehen, da gibt es auch aktuell das Spell von Dr. Faust, also eine Goethe-Adaptation, so. Also wirklich bannig unterschiedliche Sorgen. Blut hat abstraktes Schallspiel, das dann vielleicht nicht. Gut, aber da können wir vielleicht noch dran arbeiten, ne? Ja. Also so, ich meine,
das hart jo sozusagen noch. Vielleicht für die Hörspielredaktion von NDR, denn das würden wir uns mal wünschen. Genau, oder wie produziert ihr einfach Musik mit was? Der Welt, wo wie das noch kommt. Jo, ich glaube so wie Lütten. Können wir auf jeden Fall nochmal ein Gedicht Rezitation produzieren, wenn wir kein Hörspiel produziert, denn doch ein Gedicht von Klaus Groth. Der Text ist bekannt. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Alles klar. Hoch oder platt. Dröch oder natt. Bär oder Wien. Groff oder Fien. Aber echt mudet sien. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.